Guten Tag, Herr Leid. Ohne viel Umschweife, heute geht's in den Wiegenhain. Hinein im Wiegenhain oder so. Dann gehen wir mal gucken, was uns hier erwartet. Oha, das ist ja ein finsterer Ort. Hoffentlich spukt es hier nicht. Hab ich euch. Da hinten ist er. Ich sehe ihn doch. Links. Da ist doch... Okay, wo ist er hin? Was war das für ein weißer Flimmer? Ein Gespenst. Was geht in diesem Hain nur vor sich? Alles nur Einbildung. Gehen wir weiter. Okay. Oha. Moment. Zack. Da ist eine Grasschlange. Ich weiß nicht, was die machen, aber die wollen mich hauen. So. Ich lasse mich nicht gerne hauen. Ich bin schon gar nicht von Grasschlangen. Oh, Pinie. Ja, Pinien haue ich gerne. So. Also, wir werden uns da vorarbeiten, aber natürlich müssen wir hier jeden Baum und jeden Gegner bekämpfen, der uns da im Weg steht. So. Genau. Also, habe ich euch eigentlich schon gezeigt, dass ich so den Mega-Move drauf habe, neuerdings? Muss ich aber erst die Leiste aufladen und dann kann ich diesen Mega-Move zünden. Zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Leinenfaden, Blümchen, alles einsammeln, ihr wisst. Wer es hat. Oh. Apfelaffe? Hallo, du Apfelaffe. Komm her, Apfelaffe. Upp. Und der schmeißt Äpfel. Okay, ich verstehe. Ich verstehe, wo der Name herkommt. Unglaublich, ja, ich weiß. Da ist ein Apfelbaum. Da schütteln wir die Äpfel runter. So. Also, ihr seht da rechts diese komische Kreisleiste da. Wenn die voll ist, kann ich so einen Super-Move machen. Und der ist schon ziemlich krass. So, werden wir wahrscheinlich auch gleich sehen, wenn ich diesen Apfelbaum da gefällt habe. So, da drüben. Das war nix. Das auch nicht. So, und jetzt pass auf. Zack. So geht das. So muss das sein. Okay. Gibt es da noch eine andere Möglichkeit hinzugehen? Da sind wir hergekommen, oder? Ne, wir sind da hergekommen. Okay, da gehen wir natürlich... Natürlich gehen wir nicht dahin, wo das Level uns sagt, dass wir hin sollen. Wir müssen uns ja ein bisschen umgucken hier. Ey, easy. Easy peasy. Was haben wir hier? So, Guido, alles klar? Hergehört, ich habe tatsächlich einen legendären Baum gesehen. Oh, habe ich dich erschreckt? Niemand will mir mal eine Geschichte von einem fremden Kontinent glauben. Da habe ich es einfach in den Wald geschrien. Yo. Das war eindeutig ein Baum mit mystischen Kräften. Bestimmt könnte man aus dem Holz legendäre Waffen herstellen. Ich habe den mystischen Baum gesehen. Aber ich konnte ihn nicht fällen. Ich war noch zu schwach. Der ist auch zurück in der Nähe von Tixingen da halt irgendwo. So. So ist denn hier so ein Sonnenstrahl. Oh, da ist ein Ei. Komme ich da dran? Nee. Da ist ein... Okay. Na, das war ja nix, ne? So, sind wir wieder im Dorf raus. Nee, das kann doch gar nicht sein. Moment, wo komme ich denn da raus? Ist das ein ganz anderer... Ah, das ist eine ganz andere, nette alte Dame. Das hier ist die Terrasso Farm. Der Name passt, findest du nicht auch? Ja. Hallo Kuh. Machst du Mu? Macht Mu. Willst du Milch trinken? Ja. Hast du? Ich würde schon Milch nehmen. Da ist der Rübenopa. Oh, Kundschaft, das freut mich sehr. Leider ist mir gerade nicht nach Feiern zumute. Ich wurde Opfer heimtückischer Karotten. Normalerweise habe ich nichts gegen Karotten. Ich esse sie sogar sehr gerne. Aber diese Monsterkarotten, die mein Feld verwüstet haben, sollen zur Hölle fahren. Na? Es waren Karottiere. Würdest du sie für mich erledigen? Ja, mache ich. Bitte vernichte die Karottiere für mich, sonst ist mein Rettich nie wieder sicher.
Eine Zierkirsche? Den habe ich noch gar nicht. Den müssen wir natürlich fällen. So. So, also. Karottier. Ja, ja, ich mache ja schon. Guck. So. Guck mal, die feuern mich ordentlich an. So, ein Schlag noch. Noch einer. Komm, jetzt aber. So. Was gibt's denn Feines? Ein Pinienbogen. Alles klar. Bierkirsche. Der ist ein sehr lauter. Felder und so. Ein Knuffling ist auch hier. Ich helfe dir bei der Feldarbeit. Die ganze Erde bekommt man hinterher aber kaum ab. Ja, ich kann mir nicht bei der Feldarbeit helfen, weil ich noch gar nicht weiß, wie das geht. Was ist denn hier los, hey? Manchmal wächst hier sogar großes Gemüse mit einem Gesicht. Das ist meist noch größer als ich. Stimmt, glaub mir. Ich glaub dir alles. Wir sind sogar auf der Suche nach einem, der weiß, wie man Gemüse mit Gesicht ernten kann. Ernten? Ja, weißt schon. So, wir müssen in der Nebenaufgabe, brauchen wir Zierkirschenholz. Und deshalb müssen wir hier ordentlich Zierkirschen... Ja, komm, das lassen wir besser. Wir haben nicht genug Ausdauer. Wir gehen mal wieder zurück in den Wald. Weil wir da noch nicht fertig waren. Oder wir gucken uns mal hier um. Hier, der Gurman. Hey, Gurman, alles klar? Oh, mein Name ist Gurman, ich bin Koch. Ja, da stecke ich gerade in Schwierigkeiten. Ich habe den Farmern versprochen, was Leckeres zu kochen. Aber ich habe nicht genug Rettiche, was ich gerade erst bemerkt habe. In meiner Verzweiflung wende ich mich daher an dich, obwohl wir uns gerade erst kennengelernt haben. Würdest du mir mehr Rettiche besorgen, damit ich mein Versprechen halten kann? Knackiger Rettich darf meinem Gericht nicht fehlen. Also, hier, Gurman. Ich habe leider nicht genug Rettiche. Ich würde dir gerne geben, aber ich habe nicht genug. Oh, hier verkaufe ich frisch geerntetes Gemüse. Frischer als Fisch. Hast du zufällig Rettiche? Oh, warte mal. Eine Reihenblume? Da kaufe ich mir mal 5. So, immer rein mit der Blume. Glücksblume, Hakana-Eisen. Ich suche eigentlich Rettich. Ich könnte hier alles kaufen. Da. Rettich, 5. Na, kaufen wir nochmal 5 dazu. Oder 6 halt. Okay, alles klar. So. Ich meine... Huch, da drüben ist ein Schmetterling. Siehst du das? Zack. So. Meine Gießkanne ist richtig gut. Mit ihrem Wasser wird das Gemüse richtig lecker. Oh, guck mal da unten. Kann ich da runter? Ja, kann ich. Was gibt's? Was war das? Ich hab's nicht gesehen. Naja. Oh, die Oma, die hat ganz böse Kreuzweh. So. Also, dann gebe ich ihm... Eigentlich ist es ja doof. Wieso gehst du nicht einfach rüber und kaufst das? Aber okay. Bin ja mal nicht so, ne? 10 Rettich abgegeben? Junge, ich habe jetzt nur noch einen. Also ja, okay, ich habe Geld gut gemacht, aber es geht ja gar nicht. Komm mal her. So. Also, dann muss ich mal wieder Rettich kaufen hier. So. So. Brauche ja selbst Rettich. Bin ja auch Koch. So. Aber heute bin ich vor allen Dingen... habe vergessen. Nein, habe nicht vergessen. Was bin ich denn? Ein Decker. So rum. Sorry. So. Und Söldner, wie man sieht. So. Da ist der schon wieder, ne? Hier natürlich wieder alles aufsammeln, aber jetzt gehen wir mal schön dem Pfeil nach. Wir müssen ja den Wiegenhain. Jetzt sind schon wieder die Affen da. Okay. Die müssen jetzt natürlich dran glauben, ne? Ist klar. So, da waren doch irgendwo noch da hinten 2 Stück. 2 auf einen Streich. Guck mal, was so rote Apfelbäckchen haben hinten. Komm her, bleib liegen. Komm her, bleib liegen. Genau. So. Also, der Pfeil zeigt... Wir müssen natürlich hier, guck. Apfelbaum. Den müssen wir natürlich fällen. Der steht da schon so
so schön rum. Da muss er natürlich auch gefällt werden. Dann kriegt man gutes Apfelbaumholz oder so. Oder so. 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 Die ist schon eine höhere Stufe wie ich, glaube ich. Ja, nee, den lassen wir, den Apfelbaum, den einen. So, jetzt hat aber. Also, wo sind wir denn hier? Bist du ein Baum? Bist du ein Sitz? Der sieht voll gemütlich aus. Oh, da ist ein Pilz. Ein Düffel. Eine Pinie. Eine einzelne Pinie. Die kann hier nicht stehen bleiben. Die kann hier nicht stehen bleiben. Es tut mir leid, wir müssen Pinien hacken. Ja, genau. Show me what you got. I got the funky, funky flow. In the rain or in the snow. I got the funky flow. Sorry. Mir ist gerade der Rapper mit mir durchgegangen. Der Parabate-Rapper. So. Okay. Ja, jetzt sind wir wieder woanders. Ach, guck mal hier. Das sind die Karotzkis wieder. Die Karottentiere, ne? Diesmal nicht, Mädels. Das ist ein riesiges Karottentier. Hoppala. Karotzilla. Karotzilla. Ja, den haben wir. Was gibt's Feines? Ein Pinienstab. So. Und eine Pinie. Ein Pinienstab und eine Pinie, wo die wohl herkommen. So. Ja, komm, Pinien. Pinien müssen gefällt werden. Das ist wichtig. Da. Aber kommen wir mal noch ein bisschen schneller hier. Zack. Hat nicht ganz gereicht, na sowas. So. Ja, sorry, ich muss jetzt bin ich kurz vor einem Level up. Ihr müsst verstehen. Ich bin kurz vor einem Level up. Da muss man natürlich draufhalten. So, lass mal da rüber gucken. Guck mal hier, wir sind ja auch noch gut dabei. Erst bei 12 Minuten. Von daher wollen wir ja gar nicht meckern. So. So, jetzt hat aber, hier kommt, das ist der Level up. Ich hab's im Gefühl. Na? Will er nicht? Ja, ich mache ja schon. Guck, bin schon stark dabei. So. Immer noch muss ich sagen, ich weiß nicht warum, aber Holzfäller ist immer noch mein liebster Beruf von allen. Moment, hat mir gerade blaue Ausdauer geheilt irgendjemand? Das ist ja mal krass. Das geht. So. So. That wasn't so bad. Okay. Faden kann ich gebrauchen als Näherin. So, also es sagt ja, wir sollen da rüber. Da gehen wir natürlich da hoch. Oh, was ist das? Flaumballkäfer. Oh, da ist ein großer Bär da hinten. Ein Killerbär, um genau zu sein. Okay. Bäh. Oh, er ist benommen. Auf ihn mit Gebrüll. Jawohl, den haben wir auch platt gemacht. Sehr schön. Heute läuft's, ihr Leute. Oh, da ist noch ein Flaumballkäfer. Komm her, bleib du stehen. Na, hörst du auf? Du Flaumballkäfer, du. So, habe ich gerade ein Level abgekriegt? Habe ich gar nicht gesehen. So, hier gibt's nix. Außer den Flaumballkäfer, so. Sind wir da hergekommen? Nee, ne? Was ist das? Eine Riesenschlange. Okay. Da muss ich mich vorbereiten. Moment. Ich bin vergiftet. Ist die
Oberkönigswiesenschlange hier. Come on, buddy. Show me what you got. So, haben wir auch. Auch wenn ich vergiftet bin. Kann mich wer heilen? Das wäre irre praktisch. Niemand? Ich dachte, die heilen mich vielleicht jetzt automatisch oder so. Scheinbar nicht. Ich habe aber, ich glaube, ein Gegenmittel. Gegengift, komm. Ja, an mich natürlich verwenden. So, dann nehme ich es halt selbst. So, ich guck mal auf die Karte. Yes. Also da oben muss ich eigentlich hin. Und da hinten ist aber ein großer Gegner. Und was ist das da? Ein Wohnhaus. Da vorne ist aber auch ein großer Gegner. Okay, okay. Wir gehen weiter nach hinten. Wir sind ja jetzt nicht mehr weit. Aber erst esse ich noch ein Frühstückchen. So, hier soll ein großer Gegner irgendwo sein. Ah, da hinten, ich sehe ihn. Erstmal die Kleinen platt machen, ne? Ja. Oder war nix. Nein, geh weg. Der jetzt schon wieder auf, der Affe. So, jetzt aber, komm. Jawohl, ja. Stufe 19 auch noch geworden, sehr schön. Oh, ein Silberschwert gekriegt. Kann ich das nehmen? Ich muss mal gucken. Nee, ich habe ja ein Großschwert. Habe ich ja vergessen. Ich habe ja ein Großschwert. So. Weiter geht es dann hier. Hier unten ist ein großer Fisch. Okay, da gehen wir natürlich noch hin. Wir müssen uns ja hier ordentlich austoben. Oh, da ist eine große Pinie. Was ist das? Erfahrungspunkte? So. Oh, was Sachen hier? Okay. Sich jetzt schon rentiert. So. Wie sieht's eigentlich aus hier? Also, pass auf, Folgendes werden wir machen. Wir werden ein bisschen an der Pinie hier rumklöppeln. Und sobald unser Dingens aufgeladen ist, werden wir uns an die große Pinie wagen. Das ist so der Plan, den ich gerade habe. So. Gut. Und wo ist sie jetzt hin, die große Pinie? Da ist sie. Also, auf geht's. Erstmal gucken, wo wir sind, ne? So. Andere Seite, schätze ich. Jawohl. Da siehst du. So wird das was. So wird das was. Das ist ja, im Moment, das wäre die normale Pinie gewesen. Sorry, ich wollte an die... Ach, Mann. Sorry. Moment. Ja, dann gibt das heute wohl der Pinientag, wo ich lauter Pinien schlag. Jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Ne? Das ist nicht so cool. Wollte doch hier einen krassen Endkampf machen hier. Mit der Pinie. So. Oh. Ein Pinienstab mal wieder. So. Der Waldkönigsfisch, Level 25. Nee, ups. Da war noch was. Den schaffe ich noch nicht. Aber den kleinen Fisch, den kriege ich hin. Den kann ich angeln. Guck. Ich bin nämlich selbst erst Level 15 als Angler. So. 1, 2, 3. Ja. Dann gucken wir mal. So. Das sollte doch... Ja, könnte knapp werden. Das wird sogar sehr knapp. Ah, hat mir ein bisschen Ausdauer dazu gemacht. Okay, jetzt reicht das. Das ist sehr schön. Kriege ich hin. So ein kleiner Fisch macht so Mucken hier. So, guck. Ein Grünfisch.
Und ich hatte kein Grünspan, das wäre ein bisschen doof. So, eine große Pinie. Aber ich habe keine Ausdauer mehr. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Komm, wir gehen erstmal hier noch ein bisschen. Ne? Also mein Plan ist ja immer noch der gleiche geblieben. Die große Pinie muss dran glauben. So, ich lade jetzt erstmal meinen Super Move auf. Oha, das wird irgendwie knapp, ne? Ah, hat gereicht. Sehr gut, danke. So. Ja, ist egal. Ich will das jetzt probieren. So, also, große Pinie. Wo ist die große Pinie? Endgegner, große Pinie. So, da ist er. Und diesmal ist es auch die richtige, sorry. Pass auf. Ganz langsam. Kontenance. Wir gehen ins Fähigkeitenbot. Wir haben nämlich 13 Fähigkeitenpunkte. Guck mal hier. Sammelt Kräfte und führt dann einen heftigen Schlag aus. Sollen wir den gleich nehmen? Oder, ja, da unten kann ich noch gar nichts machen. Da bin ich fertig. Was haben wir hier? Holzfällen plus 10. Und danach schaltet man vielleicht irgendwas frei. Fokusschaden, kritischer Schaden. Wir nehmen das. So. Also, fallende Axt. Aufladetechnik von Sammlerleben können beim Sammeln durch langes Drücken von A ausgelöst werden. Also ganz am Anfang, oder wie? Damit kannst du Bewertung ausgezeichnet erreichen. Achte jedoch auf ihren EP-Verbrauch. Okay. Haben wir noch irgendwas, was vielleicht 3 Punkte kostet? 5 Punkte? 8 Punkte? Hier war gar nichts mehr. Hier vielleicht 3 Punkte? 3 Punkte jemand? Kommt, 3 Punkte. Ich hätte noch 3 Punkte. Da hätte ich noch. Fokusschaden oder kritischer Schaden? Was nehmen wir denn? Mach mal kritischen Schaden. So. So, jetzt fühle ich mich gerüstet. Für diesen Baum da. So. Läuft doch schon mal sehr gut, hey Mann. Das läuft. Ich bin ja am richtigen Baum, oder? Ja. Gut. Zack. Yeah. Ach, nicht mal ein Level-Up gab's? Ja, dann gab's halt kein Level-Up. Der nächste Baum kommt bestimmt. So, jetzt aufpassen. Wir gehen nicht da lang, sondern nach rechts. Dann haben wir nämlich das ganze Level hier durch. Und dann gucken wir mal... Oh, was sind wir denn hier? Okay. Das ist ein hübsches Wohnhaus. Hübsch sieht's hier aus, ja. Lass mal gucken. Die ist wirklich hübsch. Oh, gefällt mir. Okay. Aber ist halt keiner da. Endlich zu Hause. Oder auch nicht. Ja, oder auch nicht. Genau. So, also. Da, der Apfelbaum muss dran glauben. Ich meine, ich bin ja fast soweit, ne? So, jetzt pass auf. Aufladen und bam. Drauf, falscher Knopf gedrückt, aber egal. So. Kann ich jetzt weiter aufladen? So. So, siehste? Jetzt habe ich auch einen Stufenaufstieg. So, wo muss ich hin? Dahin. Jetzt hat aber, jetzt hat, gucke. Ich habe mich mit Chiron angefreundet. Eure Freundschaft bietet neue Möglichkeiten. Aha. So. Wir müssen doch irgendwann aus diesem Wald rauskommen hier. Das ist eine Blumenschlange. Habe ich schon mal eine Blumenschlange gehabt? Hast du gedacht, hä? Come on, buddy. Show me what you got.
Da ist ein netter alter Herr zwischen lauter Schlangen. An die dir nichts gemacht, oder wie? Got a sec? So, netter alter Herr. Pass auf, wenn du weitergehst, dann kommst du in den Irrwald. Dort verläuft man sich schneller, als man es merkt. Gefällt mir gar nicht. Notfalls fälle ich einfach alle Bäume. Also, das hier ist der Irrwald? Ich war in der Irrwaldhöhle oder sowas, glaube ich, wo wir waren. Ein bisschen umgucken hier. Okay. Es gibt hier keine Karte. Das ist schlecht. Got a sec? Ich habe gehofft, dass es wie ein Zelda ist, weißt du? Dass man irgendwo so einen Gesang hört. Oder eine Musik, der man dann folgen muss. Ja, das war ja wohl nix, ne? Okay. Es gibt hier halt keine Karte. Das ist ein bisschen, ich gehe immer links rum. Links ist immer gut. So, wir gucken mal. Hä? Well, ain't that something? Ich gehe wieder links. Okay. War das richtig? Irgendwas stimmt hier nicht. Sind wir etwa im Kreis gelaufen? Ja, scheint so. Laluli. Okay, das soll schöner Gesang sein. Hilfe, was war... Ah, guck mal, die tun Headbang. Yeah! Headbang, jawohl! Mir läuft ein Schauer über die Federn. Ordentlich am Headbang hier. Hey, das ist cool, das gefällt mir. Hey, das ist cool. Gehen wir zurück ins Sof und fragen Matteo um Rat. Nee, wir bangen hier noch ein bisschen. Yeah. Sorry, aber ein bisschen seltsam gerade, dass man dann Headbangt. Schon wieder zurück? Habt ihr etwa den Weg nicht gefunden? In diesem Hain gehen uns die Ohren kaputt, ehe wir Blattlingen erreichen. Und mein Nacken ist ganz verspannt vor Angst. Ach, vor Angst, ja, ja. Was Ähnliches hat eine alte Frau, die neulich dort war, auch gesagt. Stimmt. Pino meinte, dass sich irgendwas im Hain verändert hätte. Ich frage mich, ob das damit zusammenhängen könnte. Wer ist denn Pino? Ein Farmerfreund von mir. Er versteht sich gut mit den Waldgeistern, war schon oft bei ihnen in Blattlingen. Er ist vor einer ganzen Weile zur Terrasso-Farm gegangen. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ob er dort bei der Ernte hilft? Hey, wieso gehen wir nicht Pino suchen? Wenn wir ihn finden, bringt er uns sicher nach Blattlingen. Yes. Zur Terrasso-Farm gelangt man auch, ohne den Hain durchqueren zu müssen. Ich kenne den Weg. Kommt mit. Okay. Wir kommen mit. Aber, wie es der Zufall so will, habe ich die doch schon gefunden. Oh, warte mal. Hier gibt es irgendwas. So. Also. Den Weg kriege ich, glaube ich, so halb hin. Ich meine, ich kriege ihn ja auch gezeigt. Aber... Aber, ich habe ja, wir waren ja schon da. Da haben wir ja Rettiche gekauft und so. So, wir machen das mal ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller. Sonst werde ich gleich zum René Vella. So. Mach Platz, du rosa Biene. Hinten versteckt sie sich, die feige Biene. So. Ja. So, ich will möglichst schnell nach, auf die Tasso-Lasso-Farm, was weiß ich was, da sind wir doch schon, guck. Okay, so gesehen ist die wirklich hübsch. Guck mal, Krümelchen, der Anblick weckt Erinnerungen, nicht? Ja, wir waren gerade vorhin erst da, der weckt schon eine richtige Erinnerung, weckt der, ne? So richtige Erinnerung. So. Hier sind Krümelchen und ich uns nämlich das erste Mal begegnet. Darum ist das ein ganz besonderer Ort für uns. Oh ja. Auf dem Erntefest vor einigen Jahren. Rem, bleib in der Nähe, nicht, dass du mir verloren gehst. Ja, ja. Ah, ein Drache. Und sie will natürlich jetzt einen Drache sehen. So. Oh, furchterregender Drache. Guck mal, wie sie alle da stehen, die Opas und so. Großer, böser Drache. Du bist ja noch ganz klein. Bestimmt hast du dich im Wald verirrt, weil du vor Monstern flüchten musstest oder so. Keine Ahnung.
Wenn ein Drache nach Menschen riecht, wird er von der Gruppe verstoßen. Selbst wenn wir ihn zurück in den Wald bringen, muss der Kleine wohl sterben. Rem. Soll das heißen, du bist ganz allein? Keine Sorge, ab jetzt hast du mich. Aha. So haben sie sich also kennengelernt. Wunderbar. Was hältst du von Krumm? Krumm? Na, als Name für dich. Krumm, weil du immer so krummelst. Ab heute sind wir unzertrennlich. So. Wunderbar. So wurden Krümelchen und ich also Freunde. Genauer gesagt war er der erste Freund in meinem Leben. Das war eine Begegnung, wie sie auf der ersten Seite eines Buches stehen könnte. Und zufällig steht sie das auch auf der ersten Seite des Buches, das Buch, was sie geschrieben hat wahrscheinlich. Schöne Geschichte, aber Krumm interessieren sie anscheinend nicht wirklich. Hä? Krumm? Krumm, was geht ab? So Wasserkann. Ah, da freut sich schwer. Du hattest gerade wieder nur Augen für den Mais, was? Oho, glänzend wie Gold. Das sind prächtige Maiskolben. Natürlich sind sie das. Ich gieße sie schließlich jeden Tag gewissenhaft. Wirklich? Interessant. Ach so! Ach so! Oh, könnt ihr mich etwa hören? Ist das ein Ulkling? Ulkling? Nein, mein Name ist Pino. Was? Du bist Pino? Die sanftmütige Gießkanne. Ich war gerade auf dem Weg nach Blattlingen und ehe ich mich versah, war ich eine Gießkanne. Ich habe laut um Hilfe gerufen, aber es kam keiner. Vielleicht sind hier alle schwerhörig. Was für ein Glück, dass ihr mich hören könnt. Das ist wirklich Glück. Du musst uns nämlich den Weg nach Blattlingen zeigen. Ja, das würde ich gerne tun, aber in diesem Zustand? Ja, oh, du kannst mich zurückverwandeln? Was für ein erstaunlicher Mensch du doch bist. Einverstanden. Ich nehme dein Hilfsangebot dankend an. Ja, besser ist das, sonst ist er nämlich eine Gießkanne. Also, ich habe eine sanftmütige Gießkanne erhalten. Schön. So, jetzt müssen wir Pino zurückverwandeln. Aber zuallererst müssen wir diese Zierkirsche in Kleinholz verwandeln. Das ist sehr wichtig, dass wir das machen. Ja, und dann verwandeln wir Pino zurück. Und dann gehen wir halt wieder hierher. Aber erstmal gucken, dass ich diese Zierkirsche hier klein kriege. So, jetzt hat er was. Zack, und noch irgendwas gekriegt. Noch ein Pinienbogen und ein Zierkirschenstamm. Noch mehr Zierkirschen. Okay, dann würde ich aber sagen, für heute war es das. Ich kann dir mal kurz zeigen. Irgendwo habe ich letztens... Enzyklopädie. Da haben wir unsere ganzen Blattlinge gefunden. Nicht Blattlinge, was laber ich da? Ulklinge, genau. Da. So. Und hier müsste jetzt der Pino sein. Ein sanftmütiger Farmer. Ja, das sieht sehr sanftmütig aus. Hat eine halbe Glatze, guck. Ja, okay. Dann hat er halt eine halbe Glatze, so ist das. So. Also gut. Morgen geht's weiter. Da tun wir Pino zurückverwandeln. Und dann gucken wir mal, ob wir mit dem Pino, ob der bei uns im Team dabei sein will. Und dann gehen wir mit dem gucken, ob wir Blattlingen finden. Okay? Alles klar. Danke. Und auf Wieder. Tschüss. Genau. So.